So, jetzt habe ich Claudia und Fena zum ersten Mal zur Nacht aufgebracht. Sie sind mich vom Feierabend abholen. Und ja, das Wochenende fängt an. Ich sage nur, willkommen in der ersten Nacht. Home sweet home. Hey, guten Morgen. Es ist noch ganz früh am Morgen, also pssst. Claudia ist noch am Schlafen. Fena natürlich nicht. Wo bist du, Fena? Da war schon Knochenkäuen und so. Ja, also Claudia und ich sind das ganze Wochenende hier oben. Wir haben einen Haufen zu tun, wie immer. Wir gehen ins Tierheim. Ich habe noch ein anderes Ziel das Wochenende, und zwar das Wasser ist immer das Thema im Wallis. Weil es ist wunderschön, es ist immer wunderschönes Wetter, aber das Wasser ist das Thema. Momentan im Haus funktioniert es nicht so richtig. Wir haben irgendein Problem mit der Zuleitung. Ich muss momentan Flaschen füllen, um zu spülen, Zähne putzen, kochen, Wasser, überhaupt. Aber es ist gleich, das ist lässig, weil das ist Abenteuer. Momentan ist es noch lässig, Abenteuer haben. Darum fülle ich jetzt das Wasser und dann gehen wir auf Fisch, wenn Claudia wach ist. Und. Ja, ich danke jetzt schon für alle Inputs, die ich bekommen habe via Facebook, wie ich echt die Leitung flicken kann. Bleibt dran, bis am Ende des Wochenendes soll es im Haus so richtig laufen. Dann kann ich wieder mal duschen. Und ja, und putzen, weil am Mittwoch, wisst ihr ja, kommt unser Möbel. Und ja, bla 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 bla. Guten Morgen! Ihr seid im Dresden, die Fahne weht, Frieden weht, die Welt weht, die Sonne geht auf. Es ist so schön, darf ich euch das zeigen? Schaut, die Sonne ist aufgegangen hinter dem Hügel und hinter dem Gästehaus pure wieder. Da geht es so, die Sonne geht da auf und geht da vorbei, den ganzen Tag. Über den Mittag ist es da etwa hinter dem Zwetschgenbaum. Also da ist der Zwetschgenbaum natürlich. Und dann geht es am Abend irgendwo da hinten unten, hinter dem Zwerghütli. Ja. Ja. So, aber jetzt muss ich im Fall Wasser füllen, weil ich brauche Kaffee. Und ja. Ach, es ist einfach, das Leben ist so schön. Oder das Leben kann so schön sein, das Leben ist so schön. Ich gebe euch einen Tipp. Macht, was ihr liebt. Macht, was ihr liebt. Es lohnt sich. Die Welt ist zu schön, das Leben ist zu schön, um sich mit diesen Weltthemen auseinanderzusetzen. Aber hey, wir müssen trotzdem darüber reden, weil sonst passiert es noch. Also, du fragst dich, was ist das Wasserproblem im Haus? Ja, also jetzt siehst du, läuft einfach kein Wasser. Ah, es geht. Die Luft hat es in der Leitung. Es läuft kein Wasser. Wenn ich jetzt aber rausgehe, die Wasserhahn aufdrehen und einfach laufen lasse, dann kommt da dann Wasser. Und dort kommt dann auch Wasser. Aber eigentlich will ich ja, dass der ganze Tag Wasser kommt. Immer einfach wie man sich das gewöhnt ist, oder? Da in der Schweiz und in anderen westlichen Ländern. Man macht Wasserhahn aus und es kommt sauberes Wasser raus. Das erwarten wir, oder? Ja, das sind wir uns gewöhnt. Wir sind schon ein bisschen verwöhnt. He? Jetzt habe ich einen Haufen Tipps bekommen, wie ich das machen könnte. Und der eine Tipp, danke vielmals übrigens. Eben der eine Tipp, den ich bekommen habe von der Christine Gebert, ist ehemalige Sanitärin, ist, ich stelle mal das ganze Wasser wieder mal ab. Also da ein Zuleitungskästchen stelle ich es ab. Und die Leitung leeren, weil vielleicht ist es verstopft, verkalkt, irgendetwas drin. Und die Luft hat es sowieso drin, das habe ich auch noch, definitiv, das gehört mir. Und das stelle ich jetzt einfach mal ab, das entleeren. Das mache ich jetzt. Da abstellen. Ui, Deckel offen. Das entleeren und dann fange ich wie neu an. Und dann mit der Lufthahn offen und alles offen. Und so geht es dann los. Probieren wir es. Duschen wäre wieder mal gut. 2 Tage arbeiten und ohne Duschen. Übrigens,
Ich arbeite ja eine Runde im Wisp und es geht ab Freitagabend. Es war eine wunderbare Stimmung. Ich sage es, die Walliser, die sind einfach gute Menschen und ich bediene es noch wirklich, wirklich gerne. Wie lässig. Oh, schau mal hin. Der hat den Wasserhahn, den muss ich abstellen. Ja. Also, dann stellen wir da mal das ab. Da. Ah, das ist falsch richtig. Die Spinnen sind auch schon wach. Oder nicht? Ja, dann stelle ich das da ab. So, abgestellt. Übrigens, wenn wir gerade da sind, das ist die Zuleitung fürs Gästehaus Pura Vida. Und schau, was passiert, wenn ich sie einstelle. Es kommt da raus. Also das ist ein zukünftiges Problem, das ich bewältigen muss. Aber das ist kein lässiges Problem, weil ja, wie ihr seht, da muss ich alles freigraben. Die Zuleitung für Pura Vida, der kommt einfach da wieder raus. So, jetzt müssen wir die Leitung entleeren. Aber egal, ich tue es nicht verschwenden, einfach im Boden. Ich fülle die Flaschen. Ich fülle meine Gießkanne, bis es richtig geleert ist. Aber es geht noch ziemlich schnell, gar kein Wasser. Es ist noch lustig. Ich hätte Sanitär lernen, hätte ich es schon gewusst. Aber stelle einfach alles ein, lass leer laufen. Es geht mega schnell, bis das Wasser abgestellt ist. Das heisst wirklich irgendwo, da muss es eine rechte Luft drin haben. Da kommt wie fast nichts raus. Ganz dort unten ist. Also eigentlich die ganze Leitung ist schon leer, sagt mir die Wasserhahn. Ja, ich lasse jetzt einfach mal alles raus, mache mir einen Kaffee, gieße Blumen und dann schauen wir, was passiert. So, ich kann jetzt zufrieden sagen. Ah, Scheiße, Eis! Wow! Also Leute, wie ihr hört, Dusche läuft, das heisst Wasser läuft. Wir haben es geschafft, das Wasser läuft wieder. Hat einen kleinen, wie soll man dem sagen, einen tollpatschigen Fehler gehabt. Ich hatte den einen Hahn nicht richtig zugehört. Da hat es eine Wasserfontäne gehabt, da haben wir noch den Boden trocknen und den Schrank trocknen und es ist viel Wasser überall rumgespritzt. Aber ja, das war ein gutes Zeichen, weil das heisst, Wasser fließt, voller Druck, voller durch die Leitung. Ja, shit happens, Fehler passieren, aber gell, wer nicht schiesst, verfällt auch nicht die Scheibe. Grillen sind am Chillen. Die Steine, jetzt anfangen wir lupfen, die kommen hier raus. Und wenn du dich fragst, von wo dass die Steine herkommen, das Dach sind Steine und da fällt das Dach. Zum Glück hat es noch ein Stockwerk dazwischen. Aber auch das muss dann geräumt werden, bevor dann unsere neuen Tiere können ihr neue Zuhause beziehen. Seht mir meine Schweißperlen. Hey, schau mal. Das ist da oben dran. Das Dach. Ui. Ja. Dann müssen wir noch die Leiter drauf. Aber coole Kribbel. Schau mal, was du da alles findest. Und Holz, ja, das Holz kann man wahrscheinlich alles nicht brauchen. Aber du, Hügelkulturen, Hügelbeet, Hochbeet füllen. Eben, ihr werdet langsam begreifen, oder? Das ist alles kein Abfall. Alles kein Abfall. Dem kann ich dann, dem Schnur da, Recycle, Reuse, Renew. Was kann man mit dem machen? Wir können Tomaten binden, wir können Bohnen binden. Auf jeden Fall kann man es aufrollen und behalten und brauchen. Und das, was gibt echt das? Mulch oder Kompost. Aber Mulch ist ja Kompost. Ah. Every moment.
Ich habe sogar Holz gefunden, das noch nicht vermorscht ist. Also verrottet. Merke, das ist ein bisschen klein. Aber eigentlich, wenn wir einen Schritt zurück machen, kann ich da drin stehen. Es ist einfach irgendwie, weiß auch nicht, ewig nicht mehr gewischt worden. Mist. Meine Frau ist schon die Beste. Wir haben einfach unsere Arbeitsaufteilung. Glück ist für dich mit Putzen, gell? Hey, ich bin am Aufräumen, den Stall am Ausräumen. Siehst du, wenn du das Video schaust? Du musst einfach... Weißt du, was du machen musst, Claudia? Du musst ins YouTube Trieste eingeben, DRIESCHTA, abonnieren und dann kannst du immer das Neueste schauen, was ich gerade am Arbeiten bin. Ja, ist gut. Hey, und wenn du dran bist, tust bitte abonnieren. Selbstverständlich. Und was machst du sonst noch? Sonst mache ich nichts. Nicht kommentieren und Daumen hoch drücken. Das mache ich natürlich auch. Aber was sie jetzt nicht vor der Kamera gesagt, sie tut nur Daumen hoch drücken, wenn sie wirklich zufrieden ist mit dem, was ich mache. Und Miss Babes ist meine grösste Kritikerin. Aber weißt du was? Kritik bringt mich weiter. Mit dem wachse ich, so wie ein Baum mit Wasser wächst und Sonne. Unser YouTube-Kanal mit Likes, Abonnenten und Comments wächst, tue ich mit Kritik von meinen Babes wachsen. Ja, hey, und Selbstarbeit. Also ich meine nicht Hände waschen, ich meine meinen Kopf immer wieder waschen. Gut. So, ihr zwei. Aber ernsthaft, wir wollen es nicht. Wenn es irgendjemand will, die sind zu verkaufen. Weil anscheinend sind so Sachen Sammelobjekte und ziemlich teuer. Sagt man, keine Ahnung. Machst du ein Angebot, kannst du es haben. Also, wenn du es willst, schreib mir ein E-Mail, schreib mir einen Kommentar irgendwo. Kannst du es haben. Machst du ein Angebot, das, was es wert ist, was es dir wert ist. Ja, die zwei. Kannst du sie eben dann, wenn du willst. Wenn ich gerade so da sitze, sieht man so ein bisschen die Sammlung hier oben. Der Stall, unser Haus, Gästehaus, Pura Vida, die Mauer, hinter mir geht der Wanderweg durch. Und ich kann einfach sagen, gell, ich habe schon verdammtes Glück. Ha! Krass. Also wir haben das verdammtes Glück, dass wir das dürfen beziehen. Herrlich! So schön ist das Leben. Der Samstag ist vorbei. Teil 2. Ab jetzt. Also, ich probiere jetzt mal zu euch zeigen, wie viel Staub und Spinnwuppeln und sonstiges Zeug da überall dran ist. Ich bin nämlich gerade hier am Putzen überall und ich denke, vielleicht wäre es noch cool für euch, so ein paar Vor- und Nachher-Bilder zu haben. Ja, es hat natürlich auch überall mega viele Spinnen. Ich habe schon mal ganz viele rausgetragen und alle natürlich schön gefangen im Glas mit dem Papierli und dann raus tun. Und ja, wir haben überall auch so schöne Bilder gehabt, so Stickereien. Wenn ich dann da ein bisschen Ordnung gemacht habe und die Sachen weggenommen habe, die ich finde, naja, die passen jetzt also absolut nicht zu uns. Ja, und da einfach, dass ihr mal gesehen, was auf so kleinem Raum schon alles an Dreck zusammenkommt. Ja. Yeah, schaut mal, unser erster Tigerschneck, den wir gefunden haben. Geil. Willkommen. Du bist ein guter Freund für den Garten. Yep. Hey, ich habe euch doch gesagt, die Zuleitung von Pura Vida, die Wasserzuleitung für Pura Vida war ja getrennt. Jetzt bin ich da seit ein paar Stunden am Rumgraben. Alles wieder auseinandergenommen. Und ich habe die Zuleitung gefunden. Jetzt muss man es noch wieder verbinden. Zwischen den Stückfeld gäbe es noch. Könnte man noch machen. Könnte noch gehen. Ja. So sieht das aus. Und da ist das Rohr. Und das geht dann zu Pura Vida rauf.
sobald es Wasser hat, hat Claudia gesagt, darf man Gäste haben. Ja, das heisst, das Brünneli kann ich schon bald anschliessen. Oh, ist das geil. Es fühlt sich richtig gut an, wenn man noch Kleinigkeiten erreichen. Einfach Schritt für Schritt, langsam, piano, piano. Oder wie sie in Griechenland sagen, siga. Und alles ist klar. Hey, wir sind da. Falls du fragst, was ich gemacht habe mit all dem Dreck, den ich da rausgegraben habe, ich meine, es ist schon noch ein grosses Loch. Ja, da sieht man es nicht, aber ein grosses Loch. Ja, mit dem füllen ich jetzt eben das Beet füllen. Seht ihr da hinter mir? Und Stein. Da habe ich die Mauer grösser gemacht. Ja, wegen dem Licht sieht man es jetzt nicht. Aber glaubt es mir, das ist der Hammer. Zum Glück habe ich Schatten vom Walnussbaum. Der Walnuss ist einfach bombastisch. Und einfach brutal. Viel Walnuss gibt das. Juhu! So, jetzt habe ich das Loch wieder zugemacht. Also, den Deckel wieder drauf. Irgendwann muss man einfach aufhören, wenn man nicht mehr weiterkommt. Und ja, da ich ja eigentlich alles nach Bauchgefühl mache und nicht wirklich ein grosses Wissen habe, merke ich gerade, ich muss mal im Baucenter schauen, was es da für Teile gibt, was echt gut passen wie der Anschluss. Es ist irgendwie so, ich habe mich jetzt genervt, ich habe mich jetzt gefrustet. Aber gell, ich habe es wenigstens gefunden. Alles ausgegraben und alles gefunden. Nächster Stopp ist Baucenter. Ich glaube, eine gute Idee ist, ich nehme ein Stück Roh mit, damit ich weiss. Ja, und dann muss ich schauen, was es für Teile gibt. Damit es nicht wieder unten rausspritzt. Aber falls du Sanitär oder Sanitärin bist, dann willst du schnell vorbeikommen, weil du weißt, zack, du machst das mit links und innerhalb von Sekunden oder Minuten wenigstens. Hey, dann schreib einen Kommentar, dass du kommst, machen wir ab und komm vorbei. Hey, wow, bin ich dir dankbar. Also der anstrengende Teil der Arbeit ist definitiv schon gemacht. Also wie gesagt, das Käferli mit 1-2 Ersatzteilen und ja, schnell gemacht. Und ja, für 5 Minuten Arbeit, 10 Minuten Arbeit, kannst du gerne gerade übernachten. Hey. So sieht es aus bei uns. Jetzt sitzen wir da, warten auf den Bus. Es geht wieder Richtung Zürich. Ja. Zum zweitletzten Mal, oder? Stimmt das? Ja. Zweitletzte Mal, genau. Ja, was hast du so gemacht das Wochenende? Bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Ich habe das ganze Maiensäß rausgeputzt, von Spinnweben befreit, Staub und so weiter und so fort. Und Jetzt ja, ist es bereit für den Möbel. ja, jetzt müssen wir dann nur noch die Möbel raus tun, die wir nicht wollen. Und dann alle die rein tun, die am Mittwoch per Helikopter kommen. Ja. Ich bin eigentlich auch recht zufrieden. Ich habe ja Wasser zum Laufen gebracht, an der Zuleitung ausgegraben, Ja. ein bisschen den Stall ausgemistet für zukünftige Tiere. Wir sind ja, ich habe ja euch am Anfang erzählt, dass wir zum Tierrettungsstelle gegangen sind. Ja. Oder? Genau. Aber Tierschutz. Tierschutz Oberwallis. Aber da behalten wir noch für uns, was passiert ist, weil es wird sehr spannend. Grosse Ereignisse, grosse Punkte. Aber für das musst du abonnieren und Glöckchen drücken, damit es nie verpasst ist, was passiert. Weil die Geschichte, die wird der Hammer. Genau. Und apropos Tier, vorher, als wir runtergelaufen sind wir gerade noch 2 Maulis begegnet, so mit Kuhglocken. Und ja, also wir waren ein bisschen mummelig auf dem schmalen Wanderweg mit diesen 2. Er hat sie natürlich noch mit Aprikosen füttern, oder? Dann haben sie uns natürlich verfolgt. Aber sie haben Nase an Nase mit der Fena geschnuppert. Also die Fena ist maulitauglich. Ja, sehr maulitauglich. Genau. Ja. Und wir wissen jetzt auch, dass der Weg maulitauglich ist. Genau. Ja. Also Leute, wie ihr seht, wir sind glücklich, wir sind zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch mit diesem Video. Danke vielmals fürs Schauen. Was soll ich jetzt noch machen? abonnieren, liken, kommentieren und ja. überhaupt. Schöne, gute Woche. Und das nächste Video, das kommt, ist der Heliflug. Tschüss! Tschüss! Schönen Sonntag zusammen! Ciao!